ik zie zo'n persoon, wanneer ik wil handvoeren wil, en een ganz nieuwe stad, waar ik never was zie, dan heb ik hem een beeld in mijn zin van wat het wat zijn. Als hij juist staat, dat je een beeld hebt van wat het wat zijn, en dan kom je eraan, en dan is het ganz anders. En dan je moet zeggen, meest krijg je test en wat die dingen zijn, want die zijn anders als we gedacht hadden. 2 jaar voor we naar Bolivia, zum eerste Mal, mijn vriend en ik. En als we de hand kwamen, ik had me dat zeer gecheckt op een landkaart, en ik zie zo, wanneer ik wil hand voor, ik studeer met de landkaart, ik weet wat die dingen zijn, en welke richting dingen zijn. En als we de hand kwamen, dan we kunnen normaal daarna gaan, en dan weer ik 1,5 mal ram verdraaid. En zo dat fällt sich getest in staat, nicht? Aber wie Frauen fragen, wo war das da sein? Wo war das looten? Oder wo war das da tun? Und so ist es auch, wenn wir denken an Ewigkeit. Oder wenn wir denken an Himmel. Wo ist es da? Wo war das da sein? Wo war wir da tun? Wo war das looten? Und von der weil wir in Bett checken, nur Gott seine Thronstuhl. Und weet je, in Offenbarung 4 und 5, da wies Johannes uns, wo das bei Gott seine Thronstuhl was. Na weet je, ich kann so glauben, dass, wenn Gott seine Kirche hier wegnimmt, das wird das Station sein, sozusagen, wo wir ankommen. Das ist das Erste, was wir sein im Himmel. Das ist der Stuhl, wo wir ankommen. Und dann, wo wir da sein, ich glaube, wir wollen die Dinge sein, was Johannes uns beschrieben hat. Und so ich war Kapitel 4 und 5 durchgehen von dir. Das sind 11 Versen, so wir wollen nicht sehr deep angehen, aber hier sind some sehr interessante Dinge an Gott seine Thronstuhl. Er sagt, es sind nur diese Dinge, da haben wir ja von geredet, dass die Kirchenzeit wir da in Johannes, Jesus sagt, Johannes, er soll dort schreiben, was nur dem was passieren. So das, wo wir nu sind. Nur diese Dinge, sage ich, und check, eine Idee wird aufgemerkt im Himmel. In der ersten Stimme, ich glaube, die 3 nach Kapitel 1, wo Jesus anfängt mit Johannes zu reden, die erste Stimme, da erklärt wie so ist eine Trompete. Na, das jetzt in Thessalonich, wo Paulus sagt, dass die Trompete wird bloßen und wir wollen mit Jesus taub in der Luft mitgenommen worden. Und so die Trompete, die mit mir redet und sagt, komm hier nach, und ich will dir wiesen, was nur diese Dinge passieren wird. Und so Johannes hat es sozusagen entrückt. Johannes wird im Himmel genommen, was hier wir haben Erde. Aber nu wird in den Himmel genommen und von hier wieder beschriftet wird von Himmel aus. Dann sagt es das, in Furzwirk im Geist. Na, das weiß wir nicht, ne, meint das, haben wir jetzt in Körper bitten, oder meint das bloß, dass haben wir eine jässelige Städte angenommen, aber allemal, das hält sich gleich. Hij is im Himmel en voortweg im Geist en check, ein Thron stond im Himmel. Und auf den Thron saß einer. So das Thron, Gott wird immer wieder durchgestellt als einer, der auf dem Thron sitzt. Dort geht noch an, das heißt der Regierer, heißt der Herrscher, heißt der König, heißt Eva alles. Wir finden das Thron ungefähr 58 Mal im Neuen Testament, 14 Mal bloß in das Kapitel. Und so das ist ein wichtiges Thema hier. Aber das ist ein Thron. Du sagt einer boven, wir sind nicht sehr bekannt mit einem Thron, wenn wir leben nicht in einem Königreich. Aber das Port von einem Königreich, das ist ein Thron, du sagt die König boven. Und so da sagt einer auf den Thron. Und da sagt wir unter sein so ein Jaspis, in ein Sarderstein, und da wir ein Regenbeer und rund um den Thron von uns sein so ein Smaragd. Na weet je, wenn ein Mensch versucht, Gott zu beschreiben, dann gibt es keine wieder. Wo will wie Gott beschrieben? Wenn heißt eine ganz andere Status wie sind. Eine andere Dimension würde auf Englisch sein. Aber diese Steine, die dienen nur Licht. Gott lebt in Licht. Und wir können sagen, hier sind verschiedene Lichter. Das sind Strome Steine. Aber die Idee ist, dass Gott ist Licht. Jesus sagt, ich sehe das Licht. Als Jesus raufkam auf den Boy und die Jünger werden dann anwart verklärt, dann wird es so da, dass sie nicht sein können. Das ist ein Licht. Wenn einmal Gott wird festgestellt, der ist in ein Licht, wird angetragen und dort schien es ein Dach Licht. Und so eine Dinge finden wir mehrmals in der Bibel.
Und so dort wird es noch handelt. Johannes sitzt und Thron, da boven zet einer, der ist da, der ist rein. Und weet je, Licht, der Düsternis wegjagen. Wenn wir das Licht uitswitchen, ist es ganz düster hier. Aber dann kommt das Licht an und der Düsternis ist verschwunden. Und so das ist die Idee hier, dass Gott sitzt am Thron. Er ist ein Gott von Licht, er ist in den Licht, er ist rein, er ist heilig. Und das Düsternis fliegt von ihm weg. Und so Johannes sieht Gott in Licht, er beschrift mit Steinen in Regenbauen. In Regenbauen ist Gott sein Versprechen, dass sein Bund wird stehen bleiben. Krijg nog wat op deze wereld passiert. Krijg nog wo dalet de Heer. Krijg nog wat veel Krieg du hast. Und wat alle wat passieren von hier wieder. Aber Gott, sein Bund, der bleibt stehen. Und so dort wird ganz durchführen. So die Regenbauen, wir durch. Und dann sage ich dann rund um den Thron, wir 24 Thron. Na, hier ist das Idee, du hast einen Thron in der Meer, du Raum, du hast 24 Thron. Dann sagt er, und ich sah 24 Älteste auf den Thron sitzen, ungetragen mit witte Kleider, und sie hatten goldene Kronen auf ihre Haupt. So hier ist die Idee, dass du sind 24 Kronen, 24 Thron, und du sitzen Älteste boven, du sitzen Menschen boven, können wir sagen, die sind wit ungetragen, dort meint, die sind heilig, die sind rein, die sind gerecht für Gott, und die haben Kronen auf dem Kopf, was in der Hand dient, dass die dann auch regieren. Und so, wir wollen Luther ein bisschen mehr von diesen Fingern in Kapitel 5. Wenn die Frau ist, aber wer sind diese 24 Ältesten? Und das sind verschiedene Ideen von dort. Einige glauben, dass die noch die 12 Stamm Israel, dass die noch just die 12 Apostel, wenn wir die Stadt Luther wollen treffen, in das Jerusalem, die Grundsteine und die Porten, die waren denen recht beschrieben. So einige glauben, dort wird eine Hand diet, andere glauben, dass die noch Gott sind, treue Menschen, Alten Neuen Testament. Noch andere glauben, dass das nur die Kirche, also das sind Gott seine das Gott seine Kirche, die Kirche ist entrückt, der ist nur im Himmel, der ist dort repräsentiert. Und so wie wir in Luther in Kapitel 5 waren das beschrieben, dann wollen wir eine bessere Idee kriegen, wer die sind. Aber Johannes steht wieder und er sagt, in den Thron ging Blitzen und Donner und Sterne und 7 Vierlampen brennen vor dem Thron, wo die 7 Gäste von Gott sind. Dann wird Gott wird mehrmal vorgestellt, dass einer wird, wo das donnert, wo das blitzt, du hast rührt, das sind Wolken zum Beispiel, dass Gott am Berg Sinai raufkommt, dem der Satzen geben, dann fing wir das selbst Gedenk. Na, das liegt in der Hand, dass Gott, er hat Rechten, er ist der König, er ist der Regierer. Aber so, du sind Blitzen, du hast Donner, du hast Sterne. Und so, Johannes sagt, dass jetzt Lüd. Du bist im Himmel, da werden Lüde Sterne, dort blitzt und so weiter. Und dann sagt er, das sind 4 Lampen, die brennen vor dem Thron. Na, diese haben wir getroffen, die 7 Gäste Gottes. Das sind auch verschiedene Ideen, Eva. Ich persönlich glaube, dass das nur den Heiligen Geist, die Nummer 7, das ist Gott seine Nummer, das ist eine vollkommene Nummer. Einige glauben, dass das sind wirklich 7 Gäste oder 7 besondere Engel. Ich glaube, dass die nur den vollkommenen Heiligen Geist. Aber wie fängt das mal einmal? Das in Kapitel 1, da hat wir die Lampenhüller. Und Jesus mag die Lampenhüller, das wären die Kirchen. Er hatte 7 Gäste in der Hand, das wären die Lehrer von der Kirche. Und so das Idee von 7. Wir wollen 7 Seelen hier fängen, das Buch. Wir haben 7 Personen, wir haben 7 kommen vor Gott in euch. Und so die ganze Offenbarung dreht sich um 7. Was das meint erst, das wird vorig, das wird vollkommen. Und so das vorig gemerkt. Und so das war ich glaube, wurde noch handigen, dass der Heilige Geist, der ist hier bei den Thron auch. Und dann sagt er, für den Thron wie ein Glas nicht mehr. Na, eine englische Übersetzung sagt der Dollar, dass wir sausen Glas nicht mehr. Wenn ich glaube nicht, dass du ein Meer wäre. Aber dass wir, was Johannes da sagt, das leitet nur ein Glas nicht mehr. Und sag ich, einem Kristallgleck, in einer Mitte von dem Thron und rund um den Thron wären Feuertieren. Na, ich glaube, das Wort Tier, das ist auch nicht eine beste Übersetzung. Ich glaube, das soll sein lebende Kreaturen, living creatures. Und so wären Feuertieren voll Öl und Fern und Hein. Wer von uns, wie hier in der Kirche, als wie diese Verleben hier mal eine Flur, die Details anleben? Wer von uns wir da noch hier?
some van die boy, die anderen zijn al Luther gekommen. Hij raak abgesendt, oder? Just kidding. Als wir mal teils leden, dann dort wie ein Spiel. Da wären bloß ganz blank, das ist ein Spiel. Von der sind die Dorf, weißt du, wo die Dorf sind? Wenn jeder mit der Schnau. Wir hatten marschieren. Anders wären die Felder blank. Und so, wenn früher der Jünger mit der Rat hat, wie ein Spiel. Und so, wir mussten dort schieren, wenn wir hatten, da wir entlassen nicht mehr, hat wir dann gesagt. Und so, von der ersten Tag habe ich Teils. Wenn ich mal ein große, mir denkt dann, als wie ein Raum, ich bin mal in einem Raum, da in der große Petruszeug, da in der Flur, das mehr so ein Meer, like das so blanke Teils, und so, wie weit von der, wir können uns verstellen, sonst dort. Aber Johannes hat es wahrscheinlich noch niemals gesehen, weil in der Zeit wie eine andere Welt. Aber er sagte was so ja glot in der Rhein wir. Na weet je, dat die ook dan aan dat de wereld is vol turmoil. De wereld is crash. En er worden allerhand dingen aangaan. Viele mensen komen aan en zijn dingen worden ons beschreven, openbaring. Maar im Himmel, dus vrede. Dus het kalm. Zeg maar, wo bin Wutter was. En dat is zo windstil en zo glad, met een speel. En die kost de boy en de beim de spelen, bloß ganz klar im Wutter. En dat is een beetje het beeld van kalm. Dat is een beeld van stil. En ik geloof dat die aan de hand dat im Himmel, in God zijn troonstoel, du hast vrede, wanneer de wereld ook ons brandt. En zo daar waar we zijn, en daar in den vrede, daar is het los niet meer. En daar zijn feuertieren, oder fire living creatures. Nou, ik geloof, er zijn allerhand ideeën over deze, en ik wil niet alle nennen gaan, dat heb ik tijd. Maar ik geloof, dit is een bijzondere groep engel, ram Gott zijn troon. We vinden die immer bij Gott zijn troon. We vinden deze soort engel in Jesaja, kapitel 6. Jesaja beschrift, hij zegt Gott op zijn troon, en daar beschrift hij ook zo'n soort engel. We vinden in Ezekiel 10. En zo, dat is eenmaal deze idee van deze soort engel. Ik las een schrijver deze week, die gelooft en mij interesseert een beetje. Maar hij gelooft dat ons vriend, like de duivel, dat wir mal ein Engel, dat wir Gott ist von Gott gemerkt. In der Bibel beschrift haben wir es ein von der höchste, wundervollste Engel wie Gott. Und so, ich glaube, dass der Teufel wie der Lehrer war von diesem wunderbaren Engel in Gott seine Thronstuhl. Vielleicht ist es, mir das nicht so wichtig, aber mir interessiert die Idee ein bisschen. Wenn so ist die Bibel den Teufel beschrift, dann ist ein wundervoller Engel gewesen, was er fallen, was er wird rausgeschmissen. Aber allemal hier sind diese Feuerengel für Gott sein Thron, und die spielen eine wichtige Rolle hier. Er sagt wieder, das erste Tier wie so ein Leben. Vielleicht ist dort, wo die waren so beschrieben als Tieren. Aber die Idee ist, dass die haben einen Kopf so ein Leben. Und so, die wie so ein Leben, das zweite so ein Kohl für ein Ass. Und das dritte hat es gesagt von einem Mensch. En dat vierde is een Udler. Nou, ik geloof, deze Engel, die representeren Gott zijn ganze Schöpfung en Gott zijn Thronstuhl. Weet je, de leven als de König manche willen tieren. Dat kool voor de As als de König manche Feu. De Mensch als de König over de ganze Schöpfung. En de Udler als de König in de Luft. Und so die ganze Schöpfung wird hier vorgestellt. Und das ist diese besondere Engel, die repräsentieren, wir wollen das noch mehr von den Fingen, aber es ist von der ganzen Schöpfung als für Gott sein Thron durchgestellt. Und die spielen eine wichtige Rolle in der ganzen Anbetung, was da angeht. Und das sagen die Feuertieren hatten in jeder von den 6 Pflichten rundum und von Bern voll Üben. En so dat is een ding wat im Oude Testament ook al beschreven wordt. Die waren vol uwen. En die hadden keine Ruhe dagen nach en zeiden, heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der du wir, der du es en der du kämmt. So hij beschrift deze Feuer, besondere Engel, en die loven Gott. En weet je, die prijzen Gott, wat in de laatste klas kunnen zijn, wat in de stoop. Der Fuhr ist heilig, der Sehen ist heilig, der Heilige Geist ist heilig. Wir haben die Dreieinigkeit Gottes hier. Und so diese Schöpfung, diese Engel, die die Schöpfung repräsentieren, die preisen Gott und die loben Gott und sagen, heilig, heilig, heilig.
Und wenn einmal die Tieren Herrlichkeit und ihr und Dank geben zu dem, der da auf den Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 ältester Stuhl vor dem, der da auf den Thron sitzt, und beten den an, der da für immer und immer lebt. Das Idee kommt mir einmal vor, dass der ist, je was, der ist und die was sind, die lebt für immer. Und schmieden ihre Kronen vor den Thron und sagen, du bist würdig, O Herr, der Herrlichkeit in ihren Kraft zu nehmen, willst du hast alles erschaffen. Na, morgen dort wird gesagt. Die ganze Schöpfung wird hineingebracht. Du hast alles erschaffen. Das wird die Feiertieren und die Ältesten sein. Du hast alles erschaffen und wir in diesen Wellen sind die in Worden geschaffen. Und so wir haben hier interessante Dinge. Denkt, dass das 24 Ältesten, die fallen Doel für den Thron. Und sie schmieden ihre Kronen für den Thron. Das ist ein Zeichen von der Aktion tun. Und weet je, wenn Gott wo was feststellt, wird immer so festgestellt, dass Menschen beten am an. Wir fallen Doel für Gott. Wir geben unsere Regierung sozusagen eben nur Gott. Wenn heißt die König, eben alle Könige. Und das sehen wir hier auch. Sie beten an und sie geben Gott die Ehre. Und so du bist würdig, morgen den Satz. Wenn das Wort sehr, sehr wichtig in Kapitel 5, dass du bist würdig, zum Herrlichkeit in ihren Kraft, und du hast alles erschaffen, die ganze Schöpfung, die hier die. Und so diese Feuer, besondere Engel und die 24 Ältesten, die beten an. Und wir waren Präsident da wieder, dann wird JKV uns mit vertalen von Anbetung und von dieser Anbetung in Offenbarung. Und dann in Vers 5 sagt er, im Kapitel 4, Vers 1, und ich sah ein Buch in der rechten Hand von dem, der da auf den Thron saß, beschrieben von Bänden hingen und versegelt mit 7 Seelen. Na weet je, wenn wir nach Daniel gehen, der Engel gibt Daniel eine Offenbarung. Ich werde die Verse nicht lesen, aber in Daniel Kapitel 12, da sagt der Engel zu Daniel, du diese Offenbarung verschlüten, aber ab der letzten Zeit. Das fingen wir zweimal in Daniel, dass Daniel wird gegeben, er soll das abschreiben, aber er soll das verschlüten. Und so hier haben wir das Buch. Nu ist der enge Zeit gekommen. Nu hat das Buch aufgemerkt. Und dann sagt er, ich sage, einen starken Engel mit der lüde Stimme ausrufen, wer ist würdig? Manchen denn so, wer ist würdig, das Buch aufzumerken und seine Seelen zu bereiten? So, das ist die Frau. Wer ist würdig? Wohin ist es wichtig? Das kommt eventuell. In China, im Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, kann das Buch aufmerken und dann checken. Und das will ich haben, dass wir das sozusagen ans Hort schreiben. Weet je, dat gibt kein Mensch, dat gibt kein Engel, du hast nur im Himmel. Na, das meint nicht wie Gott, das meint in der Himmelwelt oder in der Engelwelt kann sein. Du hast keine gefunden, was das Buch kann aufmerken. Du hast keine auf Erde. Weet je, dat gibt keine Religion, kein Prophet, kein Ältester, kein Lehrer, kein König, kein Mensch. Nicht ans Mennonitensystem oder Ancestors, nicht unsere Kleidie, nicht unsere Haar, nicht unsere Päcknäder, nicht rein nur. Es ist würdig, das Buch aufzumerken. Und so das keiner im Himmel, keiner in der Engelwelt. Wie kann ich einen Engel anbeten und der wird uns raten? Keiner im Himmel, keiner in der Erde, keiner unter der Erde. Na, ich glaube, das nicht haben nur die verstorbene Welt, nur all die großen Lied, die gestorben sind, oder eigentlich glaube ich, dass die nur den Feind sind weg. Ich glaube, alle, dass das nur die verstorbene Welt, aber allemal, die Idee ist, dass du als keiner würdig zum das Bild merken. Man sagt, dass ich hielt Säuer, dass keiner würdig gefangen wird, das Bild aufzumerken und dort zu lesen, auch nicht durcheinander zu checken. Wohin rot Johannes? Weet je wohin der rot? Stell dir diese Welt vor, so ist die nu ist, aber so euch aus es kann werden, und das würde auch bleiben. Das, was wir hier haben. Zum Beispiel, Jesus starb vom Kreuz, aber er stand näher von dort ab. Und so, das kann sein, okay, es waren sie sind gestorben, aber das ist kein ewiges Leben. Weil du kannst nicht erlöst werden, wenn du es nicht vor dich gemerkt. Unsere Erlösung ist nicht vor dich. Diese Welt ist noch gefallen, du bist noch gefallen, dein Körper ist gefallen. Und so, du musst noch in Einkommen zu dieser Welt.
Du musst an einkommen zu das gefallene System. Da wird im Garten Eden passiert, da muss drei gedreht worden, aber das geht nicht, wenn das keine würdig. Du wird keine gefangen, was er kann tun. Nicht im Himmel, nicht auf Erden, nicht unter der Erde. Und ich will haben, die sollen das verstehen können. Einmal gleich, wie wir sind groß und wir wollen uns selbst raten mit unserer Religion, mit unserer Kleidung, unseren Gebeten, was immer wir alle haben. Wir wollen nicht mehr. No, du wirst es nicht mehr. Du hast China würdig. Keine Älteste, kein Prediger, keine Vater, keine Mutter. Das China würdig Lied. China. Nicht im Himmel, nicht auf Erden, nicht unter hier. Das ist der Punkt, wo wir hier sollen verstehen. Und als Johannes sagt, und wenn man das Bild nicht hat aufzumerken, dann wird dort ewig nicht in Erfüllung kommen, was hier bin ist. All die Prophezeiungen, die werden alle nicht in Erfüllung kommen, wenn das Bild nicht aufzumerken. Und das seht ihr hier. Dann sagt einer von den Ältesten, sagt zu mir, heal nicht. Check, der Leib von Judah, sein Sturm, der Wartel von David hat überwunden. Dat Bild aufzumerken, seine Seelen, 7 Seelen zu bringen. Und so nicht kommt das Lohn Gottes hinein. Das ist das erste Mal in Offenbarung, wo wir dort fingen. So dass der Leib von Judah, der Wartel von David, morgen dort, das sind jüdische Wider. Jesus ist ein Jude, da haben wir ja was und was immer sein. Hij schijnt das jüdische Volk, seine Mama wie jüdisch. Und so, das ganze System von dem Leib von Judah, der Wartel von David, das jüdische Sprach. Das sind so welche Thema verloren, aber so das Älteste sagt, du hast einen gekommen, was du würdig hast. Und ich sage, check, in der Mitte von dem Thron, in den Feiertieren, in der Mitte von der Ältesten, ein Lamm. Hier ist das Lamm Gottes. Und was fehlt aus dem Leben, aus dem Wartel von David, aus dem Lamm. So ist geschlacht. Weet je Gott, die Wunden von dem Kreuz, sind wir an Jesus. Jesus sagt zu den Jüngern, check mal, er sagt zu Thomas, was nicht glauben, check mal, feil mal meine Seed. Und wenn wir wollen Jesus sein, die Folgen von unseren Sinn sind wir an seinen Körper. Hij heeft hem een Körper. Und so durch den Match stand das Lamm, so ist geschlacht. Und dort hat 7 Hähne und 7 Uhren von den 7 Gästen Gottes. Na, weet je, wir sind gelehrt, glaube der meiste von uns, dass Gott ist allmächtig, er ist allgegenwärtig nicht und er weiß alles. Das ist, was wir hier haben. So, das Lamm hat 7 Hähne. Dat is volmacht. Hij is almachtig. Dat heeft 7 uren. Hij is alwetend. En de 7 Gäste, die sind alle ween. En zo God zijn almacht komt hieruit. Dit is wat het Lamm is. Dat Lamm heet God. Hij is Port van de Dreinigheid. Hij heeft alle macht voor alles. En zo dat is wat Johannes ons hier wil zijn. En dat kwam en nam dat beeld, also dat Lamm, kwam en nam dat beeld uit de rechterhand van dem, die du op den Thron zat. So, merk je het beeld, dat was een grote Thron. God zat erboven. Hij heeft het beeld van de laatste dingen, dat beeld van het Vorigmerken, dat is in zijn heen. Dat is gesloten. Nu braucht wie wem wer würdig ist, um das aufmerken. Wer kann das betonen? Wer hat das vorgemerkt? Und das wird Lamm nennt. Das ist nicht, wo du nennt, das ist nicht, wo wir aus Schweinen kommen. Kein Prediger, ältester Prophet oder eine Religion. Nichts kommt zu nennen. Das Lamm Gottes kommt zu nennen. Und so hier ist das Lamm Gottes, der allmächtige Gott. Und er nimmt das Bild von dem, was am Thron sitzt. Und dann sagt er, als er das Bild genommen hat, fallen die Feiertiere, oder die Engel, in die 24 ältesten Doel für das Lamm. Manche dat nu fallen die für das Lamm Doel. Hij wordt aangebeden für das Lamm. Und hadden in jeder Horten een goldene Kamm voll Parfüm, wo die Helden ihre Gebete sind. So hier waren die Feiertiere, die Ältesten, die fallen an, die beten an das Lamm, wenn das würdig das Bild aufzumerken, in dieser Welt zu sein, den Schluss zu geben. Das ist würdig, das alle einzubringen. Das ist würdig, die ganz zu erlösen. Das ist würdig für eine neue Welt, eine neue Himmel, eine neue Körper. Und da wird nicht mehr an die gefallene Städte sein, wo wir sind. Das Lamm ist würdig. Und so diese Ältesten, die haben Horten, hier in dieser Beschreibung. Ich hatte die Krone, die haben die Horten, die haben goldene Kamm voll jene Gebete. Je wundert einmal, wo bleibt mein Gebet? Ich habe so lange von den Gebeten, wo ist das geblieben?
dort hast du bei Gott. Und die Antwort kommt zu Gott seine Zeit. Und so dort, diese Ältesten, sie haben diese kommen voll Gebete von der Helge. Und dann sagt dann, sie singen ein Lied Leute. Und wir wollen ein Lied Leute singen im Himmel. Wir singen einmal nie Leute hier. Some von ihr das zu fertig mit den nie Leute, wir kennen die nicht. Aber Jan Leute, dort haben wir, das sind nie Leute. Und dann sagt, du bist würdig. Morgen dort, du bist würdig, das ist die ganze Idee. Du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Seelen aufzumerken, willst du bist geschlacht worden, du bist gestorben, sagt es, und hast uns vor Gott gekauft mit dem einen Blut von jeder Stamm und Tongue und Volk und Nation. Das werden 24 Älteste sein. Das ist, was sie sagen von sich selbst. Sie sagen zu Jesus, du bist geschlagen worden und du hast uns gekauft mit dem Blut von allen Zungen, Völker und Nationen. Das, wo in Eckleif, das ist die Kirche. Diese 24 Ältesten repräsentieren die Kirche. Wenn wir sind gekauft mit Jesus im Blut. Von allen Völkern, allen Nationen, alle Sprachen, nicht bloß Mennoniten, nicht bloß Plattdeutsch, nicht bloß Spanisch oder Englisch. Alle Völker in der Welt können Jesus annehmen. Und die sind repräsentiert im Himmel. Aber hier wird die Kirche appiert. Nüste Kirche repräsentiert im Himmel. Und so das ist wichtig, da wir den Punkt sein. So die 24 Ältesten, dort sind die, wo du gekauft sind mit Jesus im Blut von allen Völkern. Und hast uns die königsten Priester gemerkt von unserem Gott und wir wollen ab Erden regieren. Das war eine wilde Idee, nicht? Dass wir wollen ab Erden regieren. Aber das ist ein Ding, was Gott immer wieder sagt. Na, ich glaube, und das ist mein Glauben, die brauchen nicht glauben, dat in dat 1000 jaar schreck, da wo wir, wat gläubig sind von der und wat da sozusagen in der Entdeckung teilhaben, die wat da Abstand von dort, die ihre Körper wat geändert worden, wir wollen in diese 1000 Jahren mit Jesus zu regieren. Da sind zwei Klassen von Menschen in der 1000 Jahre schreck, die wat all mit nie Körper leben und die wat nicht tun. Da werde ich als eine radical Idee kann sein, aber das war ich die Schrift verstehe. Und so, wir wollen ab Erden regieren. Das ist ein Punkt, even manche Kirchen, seht Jesus zu den Kirchen. Dass wenn sie treu wären, sie würden ab Thron sein, sie würden mit Amt regieren. Jesus sagte zu seinen Jüngern, das ist eine Idee, die fängt mit der ganzen Bibel. Na, wie weit meist ich, was wir mit das sagen? Was meint das regieren? Was will ich über Kostümer regieren, oder über ein Land, oder, ich weiß nicht. Aber die Idee ist immer war in der Schrift, dass die Gläubigen wollen regieren. Und ich sage hier die Stimme von vielen Engeln. Na, nu mag ich das, aber hier, da sind die Feuerengel, die Feuertiere, die 24 Ältesten, und die beten an. Nu dat die Koran sich ab. Wenn du einen Stein im Wasser schmilzt, dann fährt die Koran zurück. Das ist, was wir hier nu haben. Und ich will jetzt auch nicht morgen. Und ich höre die Stimme von vielen Engeln rund um den Thron. Die haben noch nicht euer sein. Nu geht das sozusagen, die Gardinen wird abgetrocknet, wieder weich. Und die Tiere, und die Ältesten, und die Zahl davon wird 10.000 mal 10.000 und Tausende mal 1000. So nu hast du bei einmal eine graute Herd, Engel, und diese Feuerengel, und die Ältesten, und 10.000 mal 10.000 Engel, die beten Gott an. Und dann sagt er, die sehen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, morgen den Satz, würdig ist das Lamm, dort geschlacht wird, das kommt immer wieder erzählt, Jesus ist gestorben von uns, zu nehmen Kraft, in Reichtum, Weisheit, Macht, ihr Herrlichkeit und Sehen. Das gehört aller Gott. Wir leben einmal, weil wir stark wir sind, oder wir reich wir sind, oder wir weise wir sind, weil wir das alle nur, wenn diese Dinge gehören Gott. Die kommen von ihm, und die gehören ihm. Und so hier wird das Lamm dort alle zugesprochen. Und jede Kreatur mag ihn dort. Ich sehe in der ersten, dass diese Feuertiere, diese Feuerengel repräsentieren die Schöpfung. Und was ihr nu jettet von den Feuertieren, von den Ältesten, noch 10.000 mal 10.000 Engel, und dann noch die ganze Schöpfung. Und die ganze Schöpfung, in den Himmel, und auf der Erde und unter der Erde, dass der Salz hier steht, wo erst gesagt worden wem wer würdig ist. Aber war keiner gefangen, aber einmal kommt das Lamm überdeelt. Aber nu wird das Lamm überdeelt. Nu dann all diese Preisen, die ganze Kreatur, die ganze Himmel, die Erde, unter der Erde, und was im Meer sind, und alles, was
Du bist hier sein, sehen in ihr, in Herrlichkeit, in Kraft zu dem, der du auf dem Thron sitzt, und zu dort Lohn für immer und immer. Und so hier haben wir die ganze Schöpfung. Das ist ein bisschen so, wenn ihr mal in Chor gesungen habt, und einmal haben sie vielleicht ein kleines Grups gesungen hier, eine Stimme, und dann der nächste Satz, und dann geht wieder. Und dann über dem der ganze Chor singt. Hast du das mal belebt? Hier hat sich Scheinsen dort, nicht? Dort sind wir, wo wir hier haben. Und so dort fängt sozusagen in der Thronstube an mit Feuer, Engel, mit den 24 Ältesten. Und dann geht es rüber, nur die 10.000. Dann geht es rüber, nur die ganze Kreatur, im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Rein alles bet Gott an. Jeder Knie wird beten, jeder Tongue wird bekannt, dass du bist Herr. Je kann das hier tun, oder hier anfangen, wenn dort wo wir. Aber ich glaube, für some wird es zu laut sein, wenn wir haben Jesus zum Pflegwirt gebracht, wir haben ihn verschmäht, wir haben nicht an ihm geglaubt, wir haben an uns eine System geglaubt, von einer Religion wie haben, da haben wir uns geglaubt und es steht an Jesus, aber wir wollen nicht einen Tag erkennen, heißt der Herr, aber das wird zu laut sein. Weil wir das hier tun. Und die Feiertieren sagen Amen. Amen meint, das ist wahrhaftig so. Das ist nicht vorig, ja, Amen. Wenn wir Amen sagen, dann sagen wir, ja, agree mit dort. Und so die sagen Amen. Und die 24 Ältesten fallen durch und beten den an, der da lebt für immer und immer. Und weißt du, uns Herr, der lebt für immer. Aber ich will haben, dass wir das hier sein. Das ist der Thronstuhl Gottes. Das ist, wo wir ankommen. Wenn wir wollen mit Jesus mitfahren, das bleibt auch, als wo wir ankommen. Das ist das Station sozusagen. Hier, wo wir mitmachen. Und wir wollen sein, den wir am Thron sind. Wir wollen dort Lamm sein. Wir wollen die Feuerengel. Wir wollen einmal besser verstehen, was meint das überhaupt alle. Aber dann wollen wir auch auf unsere Knie fallen. Mit der ganzen Engel hertaub, mit der ganzen Schöpfung taub. Und rein alles, was Gott anbeten. Und du will ich sagen, what about you? Du wollen wir mitmachen, wollen wir nicht? Tim, du mitmachen, mit wir von dir an Jesus glauben. Heu allein ist würdig. Nicht ich als ein Prediger, nicht wir als Zeug, nicht als Ältester, nicht eine andere Religion oder der Prophet. Du bist nicht würdig, bitte Jesus. Aber wenn wir Jesus haben, dann haben wir den, was würdig ist, das Kapitel sozusagen zu Ende zu bringen. In uns einen neuen Himmel geben. Weil wir zu beten. Und himmlischer Vater, Dankeschön für den Erlösungsplan. Dankeschön, dass du würdig bist. Erstens, zum uns vergeben, zum uns erlösen, zum das Kapitel zu Ende zu bringen, diese Welt tot zu machen, uns Körper weich zu tun, eine neue Welt, ein neuer Körper, ein neuer Himmel, da rein uns nie Ewigkeit. Herr, du allein bist würdig. Help uns das wirklich zu glauben, das anzunehmen und an Reut sein, den Moment, wo du uns holen kannst, dass wir in dieser Thronstuhl Gottes auch mitmachen können. Wir danken dir in Jesus' Namen. Amen.